Steady Bauernbratwurst für den Apero oder auch so zwischendurch ein Häppchen gemacht im Airfryer, gewürzt mit dem Lückeli-Gewürz. Das Rezept kommt jetzt gerade. Ein guter. Was man mit Steady macht, ist ja wurscht, was ist, es wird gut. Oder? Das ist schon mal ein Werbespruch. Also, und wir bestätigen wieder einmal das Steady-Gewürz, in diesem Fall heute das Gückeli-Gewürz, das Bulle-Gewürz, das Hähnchengewürz, zu Airfryer passt. Perfekt. Und was brauchen wir sonst noch? Wurst, Gückeli, Wurst, Gückeli, Honig, frischer Schnittlauch und Senf. Also gut, Noch komm, besser. fangen wir an. Gut. Also die Wurst, wir haben so die große, die Cinella genommen. Einfach Bratwurst, die noch so grob ist, weißt, so Bauernbratwurst, etwas, was wirklich gröbere Stück Fleisch drin hat. Und ich habe hier bei allen anderen schon Haut geschnitten, so aufgeschnitten, um so die Wurst jetzt schälen, wenn man das so sagen kann. Ich nehme einfach diese Darm oder je nachdem, was für Wurst du hast, so künstliche Hülle weg. Dann habe ich nichts anderes als quasi gehacktes Fleisch und Fett, oder? Was ich jetzt mache mit dieser Wurst ist, ich nehme ein bisschen Gückeli-Gewürz. Ich weiß, es ist Schweinewurst, auch wenn Rindswurst wäre. Ich nehme das Gückeli-Gewürz. Vertrau mir, es passt und es ist fein. Ich nehme nicht so viel, wie ich normal jetzt bei einer Gückeli würde nehmen, weil die Wurst sind die schon gewürzt. Also es hat schon Salz und ich will das nicht versalzen, es wäre schade. Also nehme ich nur so ein bisschen. Ich forme das so zum ein bisschen Kugeli. Macht nichts, wenn sie nicht ganz rund sind, dürfen auch so bleiben. Wichtig ist nur, dass sie mehr oder weniger gleiche Größe haben, damit sie auch gleich lang in die Airfryer gehen, oder? Ein bisschen so drücken, die kann ich fast schon noch besser drücken. Und nicht zu groß machen, sonst geht es zu lang und ich will, dass sie in 10 Minuten fertig sind. Also mache ich so Kügel, so. Was ist das für Größe? Einfach die Größe. Kleiner als Ping-Pong-Bälle. So, da mache ich jetzt mit aller Wurst. Die Menge findest du da unten. Gut, so immer hier gedruckt. Siehst, sie ist auch bei mir nicht so ganz rund. Das sind richtige feste Wurst hier. Es kommt sehr darauf an, was für Wurst man nimmt. Aber die bleiben nachher schön liegen im Airfryer. Und weil sie eben dort nicht bewegen, frittiert werden oder so bewegt werden, sollten sie ganz bleiben. Ich habe hier bei mir so eine Backpapier, einfach die speziell so für Airfryer so gelegt. Damit nicht viele übereinander liegen, verteile ich da zwischen meine beiden Schubladen. Wenn ich hier das nicht hätte, 2 Schubladen, würde ich dann die Menge halbieren und nur zuerst machen, ein Durchgang, der nächste Rundgang, also schon alles vorbereiten und dann nur separat backen, oder? Machen wir das schön. Habe ich den ersten Korb. So, es ist immer schwierig, wenn es eben so einfach und schnell geht. Ich habe das Gefühl, ich vergesse etwas. Ich komme gerade wieder. Kann ich hier starten und mache dann die Soße in dieser Zeit. Mache da Airfryer, mache ich 10 Minuten, nicht länger, 180 Grad. Ich habe beide Schubladen. Ich habe hier die Funktion, wo ich beide matchen kann. Dann haben sie gleich die gleiche Stellung. Starten, da läuft. Habe ich Zeit für meine Soße. Schnittlauch habe ich gewaschen, lasse ich hier, werde ich noch schneiden, kommt am Schluss drauf. Ich brauche, es ist mehr oder weniger so eine Honig-Senf-Soße. Dann brauche ich natürlich Senf. Wenn ich die Arbeit nicht haben will, kann ich einfach Senf nehmen, mit dem Wurst essen. Aber ich finde es noch spannend, dieser Geschmackskontrast hier. Und damit beide sich so kommunizieren, dann habe ich die Soße, ich habe die Wurst mit das Gückeli-Gewürz, mache ich hier auch ein bisschen Gückeli-Gewürz. Dann reden sie miteinander. Also ich mache da ein bisschen Öl, auch optional, aber merkst, da glänzt schon mal anders. Und auch da würde ich zuerst schauen, wie viel Fett habe ich schon in dieser Wurst. Ich habe aber die gröberen Stück Fett, sie werden dort schön schmelzen noch in diese Airfryer. Kommt hier jetzt mein Schnittlauch. Natürlich kannst du eine andere Soße machen, du kannst eine Cocktailsoße machen, du kannst einfach feine scharf oder normale Ketchup auf den Tisch legen, aber ich finde, es ist immer schön, wenn man es selber macht. Die Zeit haben wir je, oder? Es läuft dort.
Also tun wir den Schnittlauch hier noch mal rühren. Und so habe ich ganz schnell eine Honig-Senf-Soße mit Schnittlauch und mit Kückeli-Gewürz. Ich bin immer noch schneller als das Gerät. Aber der Lauf ist bald soweit, dann habe ich Zeit zum hier aufräumen, zum Stedi holen, damit wir auch zusammen probieren können. Du bleibst da. So. Ich schmecke schon. Also irgendwo, das ganze Haus durch schmeckt es fein. Nein. Bist du fertig? Jetzt musst du nicht übertreiben, man riecht es so gut wie nicht. Ja, das stimmt. Aber du hast irgendwie, glaube ich, Glück. So lange geht's. Ja, klar. 10 Minuten eingestellt. Sösel ist bereit, Söseli. wie du siehst. Ich hoffe, du hast Senf gern. Ich liebe Senf. Ich ich habe gewusst. alle lieben Senf. Ja, ich habe es sehr gern. Eben. Aber ich finde Senf für mich so als Zutat zum anderen Soße. Juhu, fertig! Ach, guck mal. Ich glaube, ich muss das umdisponieren da, gell? So. Nehmen wir da gleich auf den Teller. Das ist eine riesige Portion. Ich glaube, da werden wir satt. Also die Idee von diesem Gericht ist, dass man etwas hat, wie sagt man jetzt so schön, für die Happy Hour so zum Happy Beispiel. Hour. Ja. Apero. Für Apero. Apero-Würstchen. Genau. Ist nicht jetzt so Fußball-WM bald? Bald. Kann man auch sowas Genau. auftischen? Es muss nicht nur immer Chips sein, vorbei steht die Chips wäre auch ganz gut dazu. Du bist ja eine Werbemaschine. Also, Und jetzt, wer hast du geplant? So oder Dünkel oder soll ich drüber leeren? wie du willst. Ich glaube, ich lehre für mich ein bisschen drüber. So, da könnt ihr auch. Ja. Dann klaue ich gleich von da. Ja, das ist Also fast ich probiere, ich einfacher. lasse dich reden. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Dabeisein. Also, wenn ihr gesehen habt, auch da wieder. Ich will jetzt nicht Patricia abmachen oder so, aber es ist ein einfaches Rezept. Es geht schnell und aufkommt ist auch schon wieder fast. Also jetzt sind da die beiden Schubladen, tut sie noch ausspülen und dann machen wir weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis ein gutes Video teilen, unbedingt. Dürfen auch Kollegen sagen, dass ihr uns seht unter youtube.com/steady. Ich wünsche euch einen schönen Tag und Happy Apero. Ciao miteinander. Bis nächstes Mal. Noch ein Bier dazu oder so? Ne? Ja. Danke. So Sehr ist cool, rasch. ne? Ja, beides. Kügel auch.